Freddy. 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 Ah! 3 Tage mit dir. Wie soll ich das nur aushalten? Ja. Ich finde auch, dass die Dienstreise viel zu kurz ist. Im Büro hat man ja sozusagen kaum Gelegenheit, sich so quasi ein bisschen näher zu kommen. So von Mensch zu Mensch, meine ich. Wow. Uniform. Du heisser Typ. Komm, sag mir ein paar scharfe Sachen. Ja. Okay. Bonjour, l'amour. Schoki? Ja. Couche, le couche. Schoki? Schwuchtel. Heidi. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr und 167 Tagen unter dir. Und vom ersten Tag an habe ich gewusst, dass du und ich, dass wir beide, dass uns mehr verbindet als einfach nur eine Bank. Ich weiss, Kollegen meinen, ich sei ein Loser, einer, der alles versiebelt, was er in die Finger nimmt. Und vielleicht denkst du ja manchmal auch so. Aber Heidi, so bin ich nicht. Ich will... Kurz und gut, ich habe 2 Monatslöhne investiert in dich. In den Ring. Ein Einzelstück. Einmalig auf der Welt. Genau wie du. Heidi, willst du meine... ajuda me deixa.
Bin ich? Tja, Frido. Was soll ich dir sagen? Das Leben in der Welt geht seinen Lauf wie zu allen Zeiten. Immer der gleiche Kokolores. Aber trotzdem, nicht das fragst. Was schaust du so gehäuselt? Ich bin's, der Ram Gandhi. Ja, super. Mein Ring ist weg. Wo ist mein Ring? Dein Ring? Dein Ring? Ja, der Ring. Ein Ring, sie alle zu knechten. Ja, haben Sie jetzt meinen Ring, oder was? Jetzt kommt Pattori, jetzt lass mich mal zuerst ausreden. Alles hat mit dem großen Schmieden von der Ring angefangen. Elf Ring haben die 12 Elfen bekommen. Oder sind es die 11 Zwölfe gewesen? Kann ich mal den Schenken haben? Oder die 7 Zwerge? Egal. Auf jeden Fall sind ja glatte Haufen gewesen. Die ganze Servala-Prominenz hat den Ring bekommen. All sind zufrieden gewesen. Bebop Balula. Außer der Sauraus. Der schlechte Kanton ist wieder einmal zu spät gekommen. Ja gut, sie haben ihm zwar einen Gutschein geben, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Daraufhin ist der Sauraus tiefig zu und hat sich einfach seinen eigenen Ring gebastelt. Ein mächtiger Ring. Geboren, ja, im Berg Kronos. Wo ist jetzt der Berg? Wo? Jetzt kann ich den Tunnelsberg nicht finden. Kannst du mir nicht helfen suchen, Frido? Geht schließlich um das Schicksal der Welt. Ich habe gemeint, es geht um meinen Ring. Immerhin habe ich 3 Monatslöhne dafür gedruckt. Also jetzt bring mich nicht immer draus. Sternenkeim noch einmal. Der Ring ist geboren worden am gefürchtigsten Ort der Welt. Im Berg Kronos. Ein Ring zum die Welt beherrschen. Mit seiner Armee hat der Sauraus ein Alt nach der anderen erobert. Viele Menschen haben müssen sterben. Und der stirbt gerade auch noch. Nein, nicht der. Der andere, der dort hinten. Aber einer hat sich gewehrt. Der Prinz Rakarol. Der Hüter vom Zauberschwert. Mit dem Namen Uli der Schwert. Er ist mit seinen mutigen Gefährten gegen die Armee vom Sauraus in eine große Schlacht gezogen. So hat der Prinz Rakarol den Ring bekommen und hätte ihn zerstören sollen. Aber der Erfolg ist ihm leider ein bisschen in den Kopf gestiegen. Also ich habe Sachen gehört. Ein
wir sagen zum Beispiel gleichzeitig mit 3 scharfen, ausgeschlafenen, grossbusigen, diplomierten, kontrastierten. Wie gesagt, also völlig unverständlich, der Sittenzerfall. Mein Schätzli. Und der Ring ist weitergewandert an einen Ort, wo die Sonne nie erscheint. Aber irgendwann ist es am Ring zu blöd geworden. Und er ist wieder auf und davon und irgendwie bei dir gelandet. Frido. Darf ich jetzt auch mal etwas sagen? Ich bin nicht der Frido. Ja, meinetwegen. Auf alle Fälle musst du die Welt retten. Denn wenn der Sauraus der Ring wieder rüberkommt, dann wird er nicht mehr lang machen. Aber mein Ring ist nicht der, den Sie erzählt haben. Meiner ist ein anderer, vom Juwelier. Sternenheim noch einmal! Du musst den Ring zerstören, Frido. Ich kann ihn doch gar nicht. Was? Ja, so einen miesen Keib hat mir ihn geklaut. Ich weiss nicht genau, wie er gelacht hat. Sauraus! Jetzt verrecken wir alle! Warum hast du nicht zu früh gesagt? Leck mir am Tschöpli, jetzt werden wir alle ums Leben kommen! Alle, sind wir alle verloren! Au, 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 au. Hey! Retten sich, wer kann! Pupsi! Guck raus, lieber der Pupsi. Lieber Frido, unsere schöne Heimat ist vom Untergang bedroht. Wir müssen den Sauraus den Ring wieder wegnehmen, weil sonst... Adieu, ihr tollen Telehobbys mit euren dreckigen Füßen. Leben wohl! Leben wohl! Und darum sag ich nur, eine für all für eine. Tralala, wir müssen jetzt halt noch kriegen gehen. Frido, 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 Frido. Hey, Moment! Ich bin doch gar nicht der Frido. Und außerdem schon gar kein Held. Pappalapapp, du bist ein totaler Held. Schau mal, der Muskel da, der Kraft da. Du bist ein Zimmertier. Ringsuche ist viel schwierig für mich. Ach was, das ist der Bubi einfach. Du musst nur den Ring finden, zum Berg Kronos gehen und den Sauraus bezwingen. Nein, Blödsinn, sag ich. Du musst nur mit dem Find singen, den Kronos bergen und den Sauraus zwingen. Nein, blöd Unsinn. Warte mal. Du musst nur den Ding ringen, den Berg Krone und den Sauhund schwingen. Ja, also, du siehst, es ist alles Bilbabi einfach. Ja. Aber bei mir läuft doch immer alles schief. Die Kollegen haben schon recht. Was mache ich überhaupt da? Eigentlich müsste ich jetzt auf Dienstreise sein mit der Heidi. Heidi. Oh, Heidi. Aber andererseits hat der Sauraus meinen Ring, der für die Heidi ist. Es geht um die Liebe. Und außerdem um 4 Monatslöhne. Okay. Ich mach's. Ich bin lang genug der Loser gewesen. Ich hole den Ring zurück. No more Mr. Nice Guy! Oh, Meister Frido, mein Herr und Gebieter, lass mich dein Wanderstab sein, die Rucksack, die Schlafsack. Oh, wo ist eigentlich der Berg Kronos? Ja, das ist doch ganz einfach. Ich frage mal mit Kopf.
Und, wie findest du? Was denn? Merkst du nicht? Ah, Sie haben eine neue Frisur. Zu weit, Terrain! Ich bin wieder Herrscher von der Welt! Von der ganzen Welt! Excuse, aber sind Sie sicher, dass das der richtige Weg ist? Frido, ich bin's doch, der große Zauberer Almgandi. Ja, aber auf dem Schild da steht... Frido. Schau, Meister Frido, unser Reiseproviant. Schmeckt nach Himbeere. Probier mal. Upsi, ich habe dir doch gesagt, du kannst nicht mitkommen. Ja, aber ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich darf aber schon bis um 9 Uhr aufbleiben. Schau mal, ich habe noch Erdbeere, Stachelbeere, Lachs und nassen Hund. Upsi, gang heim. Aber hast du mir nicht gern? Okay, dann kommst du halt mit. Aber eins sagt er, ich trage dich nicht, wenn du müde wirst. Und ich tue auch kein Futti putzen. Ja, also gut. Excuse, aber sind Sie sicher, dass das der richtige Weg ist? Frido, bin ich denn ein Anfänger? Mach einfach das Gleiche wie ich und dir kann nichts passieren. Halt! Was war das? Hä? Ach, was weiß ich. Der Kaiser von China. Kommt weiter. Wodurch gehen wir denn eigentlich? Ja. Wodurch gehen wir? Woher kommen wir? Was war zuerst? Blumen oder Sei? Schuhe oder Spiendli? Fragen über Fragen. Das Küchenkästchen. Hund, Katz, eine Maus. Nein, bös. Ein Polizist. Schwiegermutter. Ein Monster. Ja, genau! Ein Monster steht hinter mir! Ah! Oh, jetzt schau da! Ja! Darf ich vorstellen? Das ist der Frido. Freddy. Freddy, ja natürlich. Der Pupsi. Und das ist der Hans-Peter, mein Zauberers. Gell? Als eine hat es lieber, wenn wir im Champion sind. Da gibt's übrigens noch eine lustige Geschichte. Nicht jetzt. Hi, hat! Ein super Zauberross. Vielleicht hat es Hunger. Willst du ein Schlechtstängel-Röstli? So, sind jetzt still. Der Champion muss sich konzentrieren. Ach, das Scheissross ist doch einfach zu schwach für uns drei. Muss nicht anhören, Champion. Einfach nicht anhören. Da haben wir sie wieder. Das ist Deutsch. Nein, Was, nein? das ist sie nicht. Aha. Dann ist halt jeder da. Nein. Aha.
Aber die da. Oh, nicht. Nein. Ah, junger Mann, auch schon da. Warum bist du gelaufen? Auf dem Rössli wär's viel schneller gewesen. Da macht der Jean-Pierre einen Gefallen für uns, aber nein. Der Frieda braucht eine Extrawurst mit Wandern. Ja, dabei ist Jean-Pierre so eine Liebe. Am Arsch ist finster, so ein Liebe. Ein geschissenes Ross ist der Hans-Peter. Jean-Pierre. Ja, von mir aus. Aus dem Geld kannst du höchstens noch Salami machen. Aber zum Reiten ist das Viech lebensgefährlich. Jean-Pierre! Er hat doch nur ein Schwitzli gemacht! Ja, jetzt ist er frustriert. Jetzt müsst ihr halt laufen. Hoffentlich mögt ihr noch! Moment! Heiter vorne. Das ist das magische Tor von... wie heisst das schon wieder? Da steht etwas. Kannst du das lesen? Teta. Rete. Terre. Chihuahua. 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 Oh! Chihuahua. Was heißt das? Vielleicht brauchen wir ein Passwort. Sesam, öffne dich. Wollen wir nicht einmal den Fachmann? Hokus Pokus! Top! Die Wette gilt! 1, 2 oder 3! Komm rein! Es gehört Ihnen sein Spiel auf! Winke, winke. Ach so, ja, natürlich. Winke, winke! Polizei! Das funktioniert so immer. Mist. Was hast du gesagt? Mist? Juhu! Wir haben das Zauberwort herausgefunden! Juhu! Mist! 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 So, fertig jetzt! Wir haben keine Zeit mehr zum Landskram machen. Schließlich geht es um Schicksal der Welt. Mysteriös! Verwünscht! Hab gar nicht Misch gesagt. Misch! Der Universum! Könnten wir dann langsam... Aha, ja, könnt ihr nur schon ein Weitlichen voraus. Also, ich warte lieber da auf euch. Einer muss da draußen aufpassen. Falls etwas passiert und man muss am Doktor anrufen oder so. Mist. Hui! Ich wollte schon immer mal in einer Höhle spielen. Da jetzt lustige, herzige, kleine Zwergli und... Was ist denn das? Ein Drache! So sieht doch kein Drache aus. Aber so... Sieht wie ein Speuzendrache. Seit dem Referendum vom König Bolomoser von 1586. Kein Feuerspeuzen in geschlossenen Räumen!
so gespannt, Baby, hä? Darf ich vorstellen? Prinzessin Grimpfli. Voilà. Kommen, Jungs. Glaubt mir, es ist nicht so schlimm, dass ich eine alte Transe bin. Heiße Nummer, du runzliger Perversling. Was hast du in meinem Revier zu suchen? Ich bin nur ein Pilze suchen. Da die feinen Roten mit den Wiesen. Züge. Du suchst darin. So hol dir ihn doch, wenn du kannst. Du Volltrottel. Moment mal, wer ist da der Volltrottel? Schließt ja nicht dich auf den Zauberschuh immer abschreiben lassen. 3 mal 6 und Hex. Für mich auch bitte. Hallo zusammen. Ich heiße Erwin. Ich heiße Rackarol. Prinz Rackarol. Zu Hilfe, Xell! Macht endlich schnell! Coolster Drachentöter im ganzen Land. Was bist denn du eigentlich für ein Drachentöter? Hast denn du kein Schwert? Klar, Mann, habe ich ein Schwert. Ueli, das Schwert. 1,40 mit Griff, 1,10er Klinge, Doppelschärfe, rostfrei, antihaft beschichtet, selbstreinigend, tief verkleidet. 2 Jahre Garantie. Ui, darf ich es mal anlängen? Wo hast du es? Verloren. Wenn angreift Drach, Umhänge 1, Angezug, Knopf aufgesetzt. Edler Herr mit lockig Haar! Ein bisschen schnell wäre wunderbar! Alte Posaune. Jetzt komme ich raus. Luftblase in alte Posaune. Leck, ist das anstrengend. Dafür habe ich besser besser fliegen als du. Ist doch gar nicht wahr. Ist es doch. Ist es nicht? Ist es doch. Du hast den besser nur gehabt, als einmal etwas Langsames zwischen dabei. Jetzt langt's. Ich bin wach, kannst du aufhören? Ich bin wach! Oh. So, und jetzt nicht wie weg. Komm, trag mich in deine Bette. Oh Held, der mich tat rette. Ja, leck. Wie ist jetzt der so schnell wieder da gekommen? Tja, ich bin dann geflogen. Bin schließlich ein Flugdrache. Seit wann können Drachen reden? Seit dem Sprachreferendum vom König Polomoso von 1728. Wow. Hat er eigentlich schon mal jemand gesagt, wie hübsch du bist, mein kleiner Prinz? Dafür bin ich stärker als du. Ist gar nicht wahr. Ist es doch. Ah, immer einmal nicht. Komm an, ein starker Nein, nein! Tschüssi. Endlich drängt frische Luft durch meine zarte Frauenbrust. Du darfst mich jetzt ganz zärtlich drücken.
Und heute Nacht von Ja, hinten. super. Und was ist mit mir, hä? Ich habe mich mit dem Viech verloben, sonst wären wir jetzt alle Drachenfutter. Ist das etwa kein Heldentat, hä? Hat der Rand, du Schlappschwanz. Das ist eigentlich der Angandi. Blöde Kuh. Ich bin mit einem schwulen Drachen verlobt. Hey, schau dir mal an. Ueli, der Schwert. Ah, noch so vergessen. Wer ist der Mann? Der König Ballenmose. Und steht im rechten alten Sack. Ja! Ueli, der Schwert. Ein Schwert wie kein zweiter. Der Mutter von allen Schwerten. Seit Generationen dienst du in edlen Vorfahren. Unzählige Krieger sind mit dir in Kampf gezogen. Ha! 1000 Schlachten, 1000 Kriege hast du überlebt. Du bist so ein Mongo. Jetzt hast du einfach das Schwert geschlissen. Och, das kann man doch leben. Voilà! Haha! Was machen wir jetzt? Ja, also eigentlich kann ich den Ring suchen. Ja, genau. Und ich darf nicht ins Feuer fallen. Ich bin nämlich ein Held. Mein Ring ins Feuer hat es ins Hirn geschissen. Hat mich 5 Monatslöhne gekostet. Seit Anbeginn bringt dieser Ring nur Unglück und Verderben. Nur wenn er stirbt, wird auch das Böse mit ihm sterben. Am Ort, wo er geschaffen wird, im düsteren Bergfeld. Almgandi! Grümpfli, Racherol, Frido. Freddy. Angandi, Pupsi, Frido. Freddy. Pupsi, Grimpfli, Frido! Freddy. Pupsi. Rakarol, Angandi, Grümpfli. Racharon, Pupsi, Frido. Freddy! Freut mich, ich bin der Erwin. Ich habe gerade einen Zusammenstoß mit einem alten Bekannten. Mein Ring! Mein Ring! Das ist es. Die heilige Botschaft, die sich nur im Feuer offenbart. Idet nu ider. Idet no, Iderf. Was mag das bedeuten? Ein Elfendialekt aus grauer Vorzeit. Seich, das ist Gravur auf der Innenseite in Spiegelschrift. Freddy und Heidi. Hä? Und jetzt hätte ich endlich gern meinen Ring wieder. Heidi. Wer ist Heidi? Ja, wer ist der Freddy? Ja, du kannst ihn ruhig anlangen. Er ist... Aua! Oh, hui! Mein Ring. Endlich! Und jetzt geht's ab zum Heidi. Heidi. Ich höre immer nur Heidi. Frido, ich habe leider noch eine schlechte Nachricht. Heidi! Mein Beileid. Die Liebe von seinem Leben zu verlieren, muss wirklich hart sein. Das ist das Handy. Wahrscheinlich liegt sie jetzt verrollt und verstückelt irgendwo dort unten. Oh nein. Wenn überhaupt noch etwas von ihr übrig ist. So kannst du sie natürlich nicht einmal beerdigen. Auf die andere Seite sparst du natürlich so auch einen Haufen Geld, nicht wahr? Und Gandhi, bitte. Geier knagen wahrscheinlich schon an ihrem Gedärm. Als nächstes werden sie ihre Lungen in kleine, schleimige Fetzen... An Gandhi, es langt! Und dann kommt das Hirn. Hey, Moment mal. Das Flugzeug, in dem die Heidi gehockt ist, das müsste doch schon längst gelandet sein. Ja, natürlich. Das ist ein anderes Flugzeug. Alles andere wäre unmöglich. Ah ja, willst du jetzt einen Fachmann spielen, oder was?
Dann erklär mir doch einmal, warum das die Joker da ständig nebendran stehen. Hä? Bürstli, das ist ein Film, da ist alles möglich. Hä? Mein Leben ist zerstört. Hey, seh's doch mal so. Wenn du ihr den Ring gegeben hättest, wäre sie zu einer Herrscherin vom Bösen mutiert. Du hättest eine berechnende, gewissenlose, eiskalte Schlange zur Ehefrau bekommen. Hä? Als ob das etwas Einmaliges wäre. Aber begreifen die denn nicht? Ich habe sie geliebt. Tiefste Nacht wirst du durchleben, singst ein quälend Trauerlied. Doch ich werde deiner harren. Bis morgen Mittag hätte ich Zeit. Heidi! Was ein Wunder. Sie lebt! Hallo, schöne Frau. Nein, er trägt Uniform. Wow, Uniform. Ich muss zu ihr. Hey, das ist ein super Trick! Sau raus, du Sau! Du hast verloren! Gib mir sofort Meine Heidi zurück, sonst geht's dir so wie deine Kleiderständer! Ich lade einen Handel vor. Ich deine Freundin. Und du gibst mir den Ring. Jetzt fängt die auch noch an. Los zu, das ist nicht dein Ring, der Ring gehört mir! Das ist für meinen Heiratsantrag, Also kapiert? gut. Dann fällt ihr mit Heidle für mich. Dieses Schwein! Und? Heilt der Riss in deinem Herzen? Verschwinden bald die Liebesschmerzen? Logisch. Ich war schon lange nicht mehr so gut drauf. Etwa so wie dort, wo ich beim Shooten den Böllen in die Eier bekommen habe. Oh Götter! Ist denn alles noch beim Besten? Komm, lass mich schauen und deine Böllen testen. Der Ring. Er ruft seine Macht auf ihn aus. Typisch, die miesesten Kälber haben immer die schärfsten Biber. Jetzt will ich auch ein mieser Kalb sein. Meine Tage auf Erde sind zählt. Und jemand muss verhindern, dass der Friedhof vom Bösen ergriffen wird. Vom Bösen? Ja, aber doch nicht Friedhof. Besessen ich? Pure Seich. Frido! Du musst den Ring zerstören. Der Sauraus wird alles tun, um ihn zurückzuholen.
Und wenn ihm das gelingt, dann wird die Welt... Freddy. Oh, Freddy. Freddy. Oh, Freddy. Sauraus. Okay, ich mach's. Aber zuerst helfe ich dir, die Heidi zu befreien. Ja! Heidi. Und dann wird der Ring zerstört. Jawohl! Jawohl! Prima. Heidi geht's mir wieder viel besser. Es ist so weit. Kommen wir da nicht zusammen. Friedhof, mein Lieber. Ich verrate dir etwas, was seit Urzeiten ein schauriges Geheimnis ist. Der uralte Vulkan Kronos tut zum grossen Glockenschlag auf. Und wenn dann der Ring nicht pünktlich in die strottelige Glut geworfen wird, dann wird die ganze Welt mit Fondue überwachen. Und wann ist der grosse Glockenschlag? Übermorgen Mittag. Oder ist es schon morgen? Oder vielleicht gestern? Nee, wirklich kommt dort aber spät heim. Gestern? Das schaffen wir nie. Wir wollen ihn nun behutsam lupfen und auf die Grabstätte schupfen. Okay, auf 3. 1, 2, 3! Max, du bist ja voll der Höchste. Was, wieso? Er hat doch gesagt, bei 3. Du hast 3 gesagt, nicht er. Ist doch egal, wer 3 sagt. Hauptsache ist 3. Sicher kommt es darauf an, wer 3 sagt. Ich habe auf den Friedhof gelassen. Da musst du sicher nicht mit deinem bekackten 3 dazwischen schnurren. Du Gorilla Blauarsch. Sorry, aber... Hey, machst du mir jetzt etwa an, oder was? Wer hat dich dann von dem gefährlichen Drachen befreit, hä? Er hat mich befreit. Er. Du bist ja die ganze Zeit an den Bar rumgegangen. Da hast du rumgesoffen. Oh, ich höre überhaupt nichts. Jetzt hört endlich auf zu streiten! Wir sind doch gefährdet und müssen zusammenheben! Hurengott, verdammt! Jetzt ist er hässig. Seht ihr? Das haben wir jetzt davon. Ja nun, verschissen ist die Lage. Drum lass uns ruhen bis zum nächsten Tage. Oh ja, Pupsi Schmuse, Pupsi Schmuse. Klaus! Hilfe Kronos, sie suchen uns. Du hörst Schadere von ihren Rüstungen. Ich höre Schritt. Sie kommen näher. Und näher. So, gut geschlafen in deinem warmen Fässli. Das Sauerhaus wird uns alles Gesicht wegschiessen, wenn wir ihm den Ring nicht geben. Und wenn wir ihm den Ring geben, dann killt er uns trotzdem. Ich will heim. Wir müssen uns trennen. Prinzessin und ich, wir gehen zum Rat der Elfen und holen Verstärkung. Und ihr... Ich resse mir doch ein bisschen den Bergen um, hä? Was? Wieso mir? Einfach. Ich wollte auf jeden Fall sicher nicht mit dem Nervzwerg allein durch die Berge. Kannst du dich von Anfang an nicht dabei haben. Nimm du doch mit und ich nehme Prinzessin. Meister Frido! Vergiss es, die Kleine kommt mit mir. Du befiehlst mir gar nichts, du Siffbock. Schere, Stein, Papier. Einmal. Ohne Brunnen. Ah.
du das gesehen, hä? Mein Papier wickelt seinen Stein ein. Kannst du mal mit dem Gaggi-Stein meine Klinge kaputt machen, hä? Bin ich aber nicht drauf hineingefallen. Ich habe nämlich gedacht, dass er denkt, dass ich denke, dass ich meine Klinge ziehe. Aber ich fitze den Reim an das Papier vorgekommen. Edgy, du hast verloren. Ich sehe aus Schnitter. Bist du bereit oder musst du dir überlegen, was du anlegst? Ich gehe mit dem Frido. Und werde für dich Fondue kochen. Jeden Tag. Ja, super. Aber jetzt doch mal ehrlich. Was willst du bei so einem Loser? Einst warst du ein Held, du mit Herz und Leib. Doch heute bist du nur noch ein grusiger Kaib. Hey, Moment! Das wird jetzt aus dem Brühli-Zwerg. Nein! Ich muss nicht mit dem bösen Mann gehen. Nein! Wieso immer ich? Bist mein Mann, wieso komm ich bei dir nicht an? Ich geb so viel, deine Seele ist alles, was ich will. Mach mich an wie ein Mann, wieso hab ich echt nichts mehr an? Weg sind die Schuhe, es gibt nichts mehr zu tun. Du willst mich, gib's doch zu. Fuchs Schmiese. Aua. Mein Schätzli, jetzt hol ich dich wieder zurück. Hey, aber zuerst machen wir einen bodenständigen Hosenlupf, gell? Nein, ich habe jetzt keine Lust zum Trainieren. Ich will jetzt mein Schätzli zurück. Ich will jetzt aber schwingen. Und ich will den Ring. Nichts ist. Ich helfe dir erst, wenn du mit mir schwingst. Schon dann halt. Hey, du hast heimlich geübt. Was ist jetzt das wieder für ein Klon? Bin im Fall ein Schwingerkönig, hä? Und heisst Schleimli. Und wir wollen den Ring zurück. Meinst du den da? Vergiss es. Der Ring hat mich 6 Monatslöhne gekostet. Und außerdem findest du ja sowieso niemanden, der dich heiraten will. Das war jetzt gemein. Ach, ist doch wahr. Wann hast denn du keine Augen im Kopf? Wir haben unser Schätzli lange Zeit bei uns getragen. Seit Jahren sind wir der ungeschlagene Schwingerkönig gsi. Trotzdem hat uns keine Welle. Aber seit wir den Ring an unserem Ding hatten, Wenn alle wollen mit uns ins Sägmehl. aber dann, wo wir mussten seichen, sind wir stecken geblieben. Genauer gesagt, der Ring ist stecken geblieben. Was für ein Blamage. Ja, man hätte nichts mehr machen, gell? Kann man dann aus einem Tanzapfen eine Prothese bastelt? Wenn ihr es mal gesehen? Aber ihr könnt jetzt sicher verstehen, warum wir unser Schätzli wieder zurückwenden. Denn nur mit dem Ring an unserem Ding lieben uns Frauen. Ja, also. Wenn man es so sieht. Nein! Du hast ja noch gar nichts zu unserem Gras gesagt. Nein. Was ich wirklich wollte sagen. Voll fett, oder?
voll fett. Und weißt, jede Pflanzenfahrt anders ein. Was ich wirklich wollte sagen. Urgesicht. Stille! Hey, komm oben ab, Mann! Jetzt hör zu. Die Welt geht unter. Echt? Die Welt geht unter. So cool! Ich brauche Krieger. Ich brauche eine Armee. Krieger? Krieger? Hat jemand unsere Krieger gesehen? Super Armee! Oh je, wir haben uns verlaufen. Wir gehen im Kreis. Seich. Mann, mir tun langsam die Füße weh. Okay, wir gehen im Kreis. Meister Frido, wir können euch feiern. Okay, er ist ein mieser Ringdieb und hat uns alle umbringen. Können wir ihm trauen? Also trauen würde ich mich so gerne mit dir. Ich traue mir viel zu. Zusehen hilft manchmal im Leben. Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Es ist 2:0. Schon so spät? Lieber spät als nie. Okay, dann los. Gut, zeig uns den Weg. Bitte sehr, Meister Frido. Zum Berg Kronos. Wie wir durch das Tor. Der Personaleingang ist unbewacht. Da kommen wir Licht rein. Ich gehe zuerst. Was machst du da? Hallo? Die Küsse einer Elfenfee besiegen allen Schmerz und Weh. Ah! Bist weich! Lass mich durchs Tor, um deinen rosa Turm zu laben, bevor im Licht des Mondes meine großen Glocken schlagen. Der grosse Glockenschlag, bei dem der Berg Kronos aufgeht. Und wenn der ist, das hat nur der Andrandi gewusst. Und der hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Kommt ins kleine Gebüsch, dann verrate ich dir noch ein anderes Geheimnis. Begreif doch endlich. Ich habe der Heidi ewige Liebe geschworen. Verblendet ist mein armer Held. Seich,
Sie ist jetzt halt einmal die Frau, die ich liebe. Und hör endlich auf, so geschwollen reden. Dann leck mir doch am Arsch! Schönen Sonntag noch! Was? Schon Sonntag heute? Zeit für Telehobbys, Zeit für Telehobbys. Oh nein, Nachrichten. Guten Abend, Heidi! liebe... Ach, die Sauhund, die Uniform. Das macht er extra. Von der Kugel. Nicht vergessen, der große Glockenschlag ist morgen am... Punkt 12. Liebe Leute, morgen Punkt 12 geht die Welt unter. Was? Morgen um 12 Uhr? Und der Ackerol ist immer noch nicht da mit der Verstärkung. Wir werden alle sterben. Und ich werde Heidi nie mehr sehen. Musst doch keine Angst haben. Du hast doch mich. Und der Rock'n'Roll lässt uns sicher nicht im Stich. Jetzt ziehen wir uns alle Viertel Blut Fondue! Fondue! Immer nur Fondue! Ich kann es langsam nicht mehr sehen! Darf ich denn in dem Fall deine Portion auch noch haben? Sicher? Du Fressack, da hast du sie! Grümpfli! Wow! Bist du noch größer als ich? Hey, Grümpfli! Hast du ein Rümpfli? Du solltest zu einer gehen. Ich? Wieso gerade ich? Weisst, Frido, in den grossen Geschichten heutzutage, da sind die Helden immer ein bisschen, wir sagen mal, unkuschelig. Der eine hat ein Problem mit seiner Mami. Der andere hat gar keine Mami, weil er so umgelegt und im Keller verbuddelt hat. Der dritte lässt sich operieren, weil er aussieht wie seine Mami. Du siehst, alles ganz schön verwickelt. Wie soll da etwas Nettes dabei rauskommen? Ich sehe das so. Auf dieser Welt hat das Gute keine Chance. Und darum solltest du kuscheln, mit wem du kannst und solange du kannst. Okay, es ist vielleicht hässlich, wie die Nacht sie stinkt, sie hat Flöhe. Aber mal ehrlich, du bist auch nicht gerade der Brad Pitt. Item. Siehst du doch als Erfahrung? Oh, Gandhi! Ein Wunder! Ein Wunder! Er ist im völlig gesund sein. Wir sind gerettet. Hallo, ich bin der Rüebli-Mann. Schau mal mein Rüebli an. Und ich bin Papsi aus Basel. Ups, I did it again. Es ist Zeit für die Finalsendung. Guten Abend, liebe Untertanen. Bald ist es soweit. In genau einer Stunde geht die Welt unter.
Ihr werdet alle sterben. Viel Vergnügen. Braucht man da nicht den Ring dazu? Super! Jetzt haben wir noch genau 1 Stunde bis zum grossen Glockenschlag. Wie sollen wir jetzt bitte schön da reinkommen, ohne Hilfe von Malm Gandhi? Hallo? Hat irgendjemand Vorschläge? Oh, der Herr Held will Hilfe. Will er keine Prinzessin, aber Hilfe will er. Wir könnten mit dem bösen Torwächter Verstecken spielen. Und wenn sich alle versteckt haben, schleichen wir rein. Ich glaub's einfach nicht. Ich sitze hier in der grössten Scheisse von meinem Leben. Zusammen mit einem völlig geistesgestörten Zauberer, einer eifersüchtigen Prinzessin, mit einem grusig stinkenden Schizo und einem kindischen, grenzdebilen Kuschelzwerg. Gibt's denn da keinen einzigen vernünftigen Typ? Doch ich! Nur Idioten. Und meine Heidi treibt es unterdessen mit einem grossen, wahnsinnigen Massenmörder in Uniform. Der will die ganze Welt mit Käse überbacken. Und kein Schwanz hat eine Idee, was man dagegen machen kann. Sollen wir uns vielleicht als Käse verkleiden, hä? Und warten, bis uns jemand durchs Tor auf den Berg raufruggelt? Oh, oder wir könnten einen Flugkurs machen und übers Dorf fliegen. Ah ja, genau. Wir fliegen als Käsli verkleidet zum Berg Kronos. Oder noch besser, wir leisten uns einfach einen verfickten Flugkurier. Ist ja wobei einfach. Ich bastle mir ein Telefon und rufe am besten gerade einmal heim an. Oh, was ist echt die Nummer? 0800 Flugkurier. Hallo? Salü, ich bin's, der Flugdrache. Wie geht's meinem Verlobten? Hey, du bist ein richtiger Schwingerkönig. Macht's gut! Und wo ist eigentlich mein Verlobter? Nicht jetzt. Alles klar, dann bist du jetzt mein Verlobter. Psst, hab noch ein bisschen Geduld. Dann gang ich halt wieder. Und gell, bitte fürs Auffliegen. Ist das alles aufregend? Alter, ist der Berg erst aufgeht und der ganze Käse rausspritzt. In der fotzigen Keib. Jetzt befehlen wir die Heidi. Zu Befehl? Pupsi, bist du wahnsinnig? Jetzt ist nicht Zeit zum Spielen. Tja, so eine Überraschung. Pupsi, was soll das? Du bist ja low. Hast es immer noch nicht geschnallt? Ich bin die unschuldigste, herzigste Figur in diesem Film. Alle haben mich gern. Wegen dem bin ich ein Bösewicht. Ein Agent vom Sauraus, der am Schluss alle verraten.
Riesen Verräter. Hast du mich jetzt endlich gern, Papi? Wie bitte? Das ist dein Vater? Was? Ein dämlicher Idiot kann doch nicht mein Sohn sein. Was habe ich nur gesagt, dass er mir hilft? Das letzte Minütchen hat er geschlagen. Ja, aber wer ist denn mein Papi? Endlich bin ich wieder allmächtig. Also, komm da an. Stirb! Stirb! Das funktioniert ja gar nicht. Natürlich nicht, du Volltrottel. Ich hab's doch schon die ganze Zeit gesagt. Das ist mein Heiratsring für die Heidi. Vom Juwelier. Der Ring hätte 7 Monatslöhne gekostet, wir wissen es. Ein guter Trick. Freddy, ist das wahr? Du hast den Ring. Für mich. Pappen interessiert das Zeugs. Die Welt wird trotzdem zerstört. Mach endlich etwas! Du musst frei zaubern! Beweise mal, was in dir steckt! Ja! Oh. Was entschließt du, Mongo? Heidi! Freddy! Du Grobian! Na los, jetzt darfst du mir den Ring anstecken, du Held. Auf was wartest du? Das hast du doch die ganze Zeit wollen. So, Kinder, jetzt müssen wir aber hurti heiraten. Willst du dir zufällig anwesende die da als deine bäumige Putzfrau nehmen? Dann sag jetzt ja. Mach mir das zu. Ich will... Schön, das lassen wir noch gelten. Herr Almbambi, oder wie sie auch immer heißen, haben Sie das jetzt nicht verstanden? Das ist mein Private Hero. Danke, mein Herr, aber wir kaufen dort nichts. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, Franz. Frido. Willst du dir zufällig abwesende Dings zu deinem anvertrauten Bums nehmen? Dann sag jetzt. Nein. Ja gut, dann gehen wir etwas essen. Hast du schon lange getauscht? Du bist süß und auch sehr tapfer. Aber mein Herz gehört einem anderen. Meinst du mich? Natürlich meint sie dich. Da, nimm du den Ring. Wir haben ihn verdient. Werde glücklich.
Ist das nicht herzig? Ja, super. Ich fange gerade an zu heulen. So ein beknacktes Happy End. So, und jetzt küss mich, damit ich endlich von meinem Fluch erlöst bin. Hey! Ich hab gemeint, der Ring sei für mich. Freddy, was soll das? Schwierig zu sagen. Weißt, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass du... Ja... Irgendwie bist du ja auch nur ein Mensch. Aber Freddy! Gute Freunde sagen mir Frido. Shishi, geht der eine herzige Sturgini. Ja. Haha. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ah, du conosci die Sturgini. Lass mich in Ruhe. Allora, nu sai giusto usche parlano. Fick dein Knie! Ja, Freddy, du bist ein Weichheit. Du bist, wo nicht weiss, wie man Nein sagt. Wegen einer Frau, die mit jedem Zweiten pennt, wo jeder kennt, lass alles da liegen, bis durchbrennt. Sie sagt für dich wie eine Sonnenschein. Sparst 4 Monate Löhne, kaufst einen Ring für sie. Jetzt ein Stress, du verlierst den Ring. Ring, ding, ding, jetzt bist du im falschen Film. Es gibt kein Glück mehr, Freddy, das weisst. Wenn du kein Glück hast auf deiner Reise. Du bleibst ein Loser, wenn du das sagst. Freddy, verstehst. Du verlierst den Ring in deinem Film, weg dem Ding-Ding. Warst kein Herz, doch jetzt bist du mit drin. Auch wenn sie sagen, dass du ein Loser bist, gib nicht auf und glaub an dich. Stang auf, sag's der ganze Welt. Stang auf, nimm dir was dir fällt. Und wenn der Mensch das nicht kennen versteht, gib aus und glaub an dich. Hey, ist das heute wieder ein strenger Tag in der Monsterfabrik? 3 schleimige Urukaus habe ich geboren. Da habe ich mir jetzt aber einen Pausensnack verdient. Zum Glück gibt's Stinkerli. Fein. Schau dich an, Freddy, du bist ein Weichheit. Du bist, wo nicht weiss, wie man Nein sagt. Wegen einer Frau, die mit jedem Zweiten pennt, wo jeder kennt, lass alles da liegen, bis durchbrennt. Sie sagt für dich wie eine Sonnenschein. Sparst 4 Monate Löhne, kaufst einen Ring für sie. Jetzt ein Stress, du verlierst den Ring. Ring, ding, ding, jetzt bist du im falschen Film. Es gibt kein Glück mehr, Freddy, das weisst. Wenn du kein Glück hast auf deiner Reise. Du bleibst ein Loser, wenn du das sagst. Freddy, verstehst. Du verlierst den Ring in deinem Film, weg dem Ding-Ding. Warst kein Herz, doch jetzt bist du mit drin. Auch wenn sie sagen, dass du ein Loser bist, gib nicht auf und glaub an dich. Stang auf, sag's der ganze Welt. Stang auf, nimm dir was dir fällt. Und wenn der Mensch das nicht kennen versteht, gib aus und glaub an dich. Gib aus und glaub an dich. Freddy, ich hab dich gesehen, nimm dir, was dir fehlt. Gang die Wege, mein, du bleibst selber treu. Und nimm etwas, was dir fehlt. Nur so kommst du ans Ziel. Freddy, ich hab dich gesehen. Du verlierst. Freddy ist ein